Servus, Weltmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Lockdown-Songs. Heute bin ich in der Gemeinde Bischofsmais wieder einmal und zwar diesmal bei den Hinterweitler, heißt die Truppen, das Trio, das jetzt bei mir da sitzt. Ja, Mona, so weit hinterm Wald seid ihr alles gar nicht, oder? Tobi, wo kommt denn der Name her, Hinterweitler? Ja, man muss tatsächlich sagen, die Namensfindung war schwieriger wie manches Liedl einbringen und haben wir keinen Namen gefunden, bis dann einmal Manfred sein Back gesagt hat, ja wisst ihr was, sagt halt einfach Hinterweitler und seitdem heißt man mir Hinterweitler. Also Manfred, der Papi ist schuld, Ja. oder? Der Papi ist schuld. Ist zwar, glaube ich, ist spät schon länger miteinander, oder? Wie lange ist denn das zeitlich, wenn man ein wenig so zurückdenkt, Manfred? Ja, bei uns angefangen haben wir 2012, 2013. Haben wir das so. Ja. Und auch mit Maxi schon noch, oder? Nein, Maxi, der ist dann dazugekommen vor 2 Jahren. Aha. Da habe ich einen 14-Jährigen einen Weinfisch gefunden. Ein kleiner Burm damals noch, oder? Ja. Aha. Maxi, kannst du mir erzählen, wie das hergegangen ist, dass die Burschen da, oder Manfred, glaube ich, hast du zuerst Ja, kennengelernt, oder? Wie das hergegangen ist, verzeih mir. Ja, da hat mich zuerst eine Feuerwehr angerufen Mhm. und hat gefragt, ob ich ein Weinfest spielen kann. Und dann habe ich gesagt, freilich spiele ich. Dann habe ich da ein wenig gespielt, 2-3 Stunden. Dann bin ich schmerzen gekommen mit dem Mani, sagt er, ja, sie suchen einen Harmoniespieler, ob ich Lust und Laune hätte. So ist es dann angegangen und nach 2 Wochen haben wir dann einmal das erste Mal geprobt. Aha. Haben wir geschaut, ob das alles passt. Dann ist Für es gut gegangen. befunden, die ganze Gaudi. Hagel im Hintergrund und schon hat es passt. Ja, passt. Zeitlich, wann war das ungefähr? Bestimmt vor der Corona-Zeit noch, weil es uns da kein Weinfest gewesen, oder? Ja, 2 Jahre, 2,5 Jahre. Aha. So etwas. Ende 2019. Und da hast du als 14-Jähriger allein schon auf dem Festival gespielt. Ja, da habe ich recht frisch angefangen mit der Zeit. Also mit dem Zeichen. Also nur mit Akkordeon dann, oder hast du... Nur mit einem Akkordeon. Ich habe gefragt, ob es mit Anlage oder ohne, sagen sie, nein, ich spiele ganz normal. Sag ich, freilich, machen wir. Und dann bin ich da schon ein wenig umeinander gekommen. Spielst du dann andere Instrumente auch noch außer das Akkordeon? Ja, das Keyboard haben wir jetzt angefangen mit 3. Also ich spiele es. Und sie schaut zu. Sie schauen zu, ja. Da haben wir ein wenig fetziger die Musik auch spielen können. Modern. Ja. Ja, super. Wie ist bei dir? Mani, ist der Bass dein Heiligtum und spielst sonst nichts mehr oder hast du sonst auch noch was? Ja, eigentlich komme ich aus der Blähmusik. Jetzt erzähl. Ich habe ganz früh eigentlich Trompeten gelernt. Mhm. Und dann haben wir zwei also angefangen. Jetzt haben wir eine steirische gehabt und eine Gitarre. Mhm. Ja, jetzt haben wir eine Trompeten. Dann haben wir gesagt, Hau jetzt halt schon hier, aber nicht so brauchen wir wichtig. dann gell? eigentlich einen Bass. Und so bin ich zu denen gekommen. So bist du zum Bassspielen gekommen. Spielst du Trompeten jetzt immer noch oder hat sich das... Gar nicht mehr. Wir brauchen es nicht. Und ich glaube, du wirst das bestätigen, als Bläser ist es auch schwierig, vor allem mit der Trompete einen Ansatz Genau. die ganze Zeit zum Halten. Jetzt, wenn du das Wenn du in da den nichts tust, dann spielst du gar nicht mehr. Aber schon drum, vielleicht lass das mal für einen Geig einbauen oder so in dieser Gruppe, oder? Das ist möglich, oder ein Bariton, sage ich jetzt. Da haben die Bläser dann auch vorne dran. Stimmt, das darf da zum Bass gut passen. Wie war's denn da? Ja, da haben wir in so Anfangszüge. Und bei dir, Tobi, Gitarre ein Hauptinstrument? Oder? Ja, ich habe Gitarre gelernt gehabt, aber Raphael so Zupfmusik eigentlich, also in der Stummmusik mehr. Dann habe ich steirische gelernt gehabt. Auch noch? Aha. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr Gitarre gespielt gehabt, aber durch das, dass so viele steirische unterwegs waren immer, ja, waren das zu viele und dann habe ich wieder Gitarre gespielt und seitdem spiele ich wieder Gitarre. Also Gezwungenermaßen hast du umgeschwenkt, genau, weil die- Angebot und Nachfrage, sage ich jetzt. Das Ganze weil die ganzen steirischen Spieler haben eine Begleitung braucht. Genau. Jetzt hast du gedacht, dann mache ich spiele ich das. wieder Gitarre. In was für einer Schiene kann man engen musikalisch schulen? Was ist denn enker, ja, was sind enker die Hauptlieder, die es gern spielt, Moni? Ja, wir haben eigentlich ganz im Volkstümlichen, in Schlagerrichtung, da waren wir links unterwegs. Aber außer kommen da jetzt aus der Volksmusik-Trio-Szene irgendwie Genau, so. genau. Zillertaler Sachen wahrscheinlich auch. Zillertaler. Oder? Zillertaler, Obergreiner. Ja, sowas. So etwas. Ich glaube, einen von den Zillertaler haben wir jetzt eh dabei, oder? Ja. Wie schaut es denn aus, Maxi? Was haben wir? Hi liebe Leute, soll es ja Gaudi werden. Ganz Der- ein schöner Titel. Hat es mich vorher gefragt, ob ich den kenne, sage ich, ja, vom Titel her kenne ich ihn nicht, aber wenn wir dann durchgespielt haben, ist mir eingefallen, auf der 10-Jahres-Scheibe von den Zillertaler Schützenjäger ist jetzt auch. Also gelbe CD ist das, meine ich, gell?
Lied Nummer 7. Nein, das weiß ich nicht. War ein Witz. Aber den darf man. Ja. Was für Tonart haben wir denn? G-Dur haben wir den. Aha. Ah, das ist das Gute am Akkordeon, gell, dass man da wissen will. Super. 1, 2, 3. So ist ein Gaudi, das ist schon ein Gaudi, gell? Und warm ist da herum, gell? Da Tiersterben direkt. He? Ja. Das ist ein Argument. Was meinst du jetzt? Ist da Brust wieder? Ja, Brust. Brust. Ah, Wenk. Boom. Schön, dass du bist. Schön, dass ich kommen darf, natürlich. Ich habe davor schon gesagt, Gemeindebereich Bischofsmais. Tobi, du bist da daheim. Wo sind wir denn da genau? Kannst du das den Zuschauerinnen und Zuschauern mal erklären? Wir sind jetzt hier in den schönen Ferienort Bischofsmais mit allen Angeboten an Sport, was man hat. Ski, Langlauf, Radsport. Genau sind wir da in Oberried. Das ist ein wundertoller Luftkurort. Also Oberried ist ein ausgenommenes Dorf von Bischofsmais. Und da ist schön und da haben wir bei mir daheim. Und leider ist es jetzt gerade dunkel, weil ich glaube, da hat man eine recht gute Aussicht da oben zu dann, oder? Oder haben wir viel, ich weiß nicht. nein, da hat man eine super Aussicht. Ich war vor ein paar Wochen schon in Oberried. Wer die Videos recht fleißig schaut und alle anschaut, da war ich beim Hattel Hans-Peter, das sind 2 Häuser oder 3 Häuser Genau. weiter, glaube ich. Gell? Und wirklich ein ganz schöner Ort da herum und die Musikerdichte ist tatsächlich recht hoch, muss man schon sagen. Ja, schön. Tobi, wir kennen uns ja schon ziemlich lang, oder? Ja, schon ewig. Ja, also wir haben noch nie so richtig, so ganz viel miteinander zum Tag gehabt, so, aber doch, kannst du mir das erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Oder? Ja, ich war auch mal ein wenig jünger, so wie Sie. Ja, ja. Haben wir natürlich auch fortgegangen und viel auf Tanz unterwegs gewesen und damals hat es so eine Gruppe gegeben, das war Sitzwe und er. Ah, wer war denn das? Und ja, ich glaube, dass du mitgespielt hast. Kann sein. Oder Michael und ein August genannt hat. Ja. Und ja, wir waren überall, sag ich, wo getanzt worden ist, wo eine gute Musik gewesen ist und da war zu das immer stark vertreten und deswegen glaube ich, haben wir uns schon ganz oft im Leben gesehen. Ja. Das erste Mal bei uns da, Ja, stimmt. aber in den Wirtshäusern sämtliche haben wir uns oft. Ich kann mich echt daran erinnern, haben wir schöne Partys gefeiert damals, gell? Ostertanz, Buchschatzried bis um 4 Uhr in der Früh
an einem Montag auf Nacht, das muss uns echt einmal einer nachmachen. Jetzt, Ja, gell? da war Dienstag Urlaub Pflicht, muss man ganz ehrlich sagen. Auf alle Fälle. Ja, ich habe ja damals schon immer Ferien gehabt. Zuerst war ich Schüler, dann war ich Student und jetzt bin ich Lehrer. Also von daher, also die erste Woche habe ich noch nie was gearbeitet. Nein, mich hat so manche Veranstaltungen einen Urlaubstag gekostet. Ja, aber die was wert, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja, ja, Moni, wir kennen uns noch nicht so richtig persönlich, also heute haben wir uns kennengelernt. Erzähl mal die Zuschauerinnen und Zuschauer bitte, wo kommst denn du her und was tust du so im richtigen Leben? Vielleicht noch außer wegen Musik spielen, Bass spielen, Trompeten spielen und vielleicht Bariton spielen. Was tust du so noch? Ja, ich bin ein paar Dörfer weiter von Sauerzried. Da warst du noch nicht, glaube ich. Nein, da war ich zumindest musikalisch noch nicht dort. Nicht. Ja. Oh, da sind auch einige Musiker dort, glaube ich, gell? Ja, genau. Aha. Wer war das? Bist du unverzichtbar haben wir im Dorf. Kenn ich auch, ja. Genau. Aber kann man gleich einen Kontakt herstellen hinten nachher, Ja, gell? das warten dann Kannst du mir Telefonnummer mal die geben? nächsten Kann die nächsten sein. Wenn es zuschauen, gell, riecht es schon mal. Wenn nicht, schickt man es ja. Ja, genau. Kannst du dann weiterleiten. Mhm. Und Ja, so, was ansonsten- tust du so noch? Ja, ab und zu muss ich auch mal wegen den Torwart gehen. Ach so. Die haben sie so schön wie du. Beim Freistaat angestellt, so schön hat sie da jeder. Ja. Nein, ich bin so der Fliesenling. Im familiären Betrieb. Da hat es, vorher haben wir schon kurz geratscht, das ist eine ganz interessante Konstellation. Ihr seid zu viert auf der Baustelle, aber insgesamt zu 5, glaube ich, aber Genau. lauter Familienmitglieder, Ja. oder? Wie ist das? Ja. Du? Ich, mein Papa, mein Onkel, meine Tante und mein Cousin. Ganz interessant. Da, innerhalb der Familie kommt halt nicht so leicht der Streiterei aus, oder? Ja, die Wahrscheinlich. kann man sich wohl lassen. Ja, genau. Das ist wirklich gut. Und Maxi, wir haben uns vorher auch nicht so gut kennt, haben wir uns aber vor 14 Tagen, 3 Wochen kennengelernt schon. Da ist auch die Ja. Idee entstanden, dass wir das Video heute machen. Ja. Wie ist denn das hergegangen? Das war eine lustige Geschichte. Ja, Gell? das ist eigentlich sau blöd hergegangen, wenn es der nicht ist. der Onkel, das ist der Nachbar von Alex. Ja, der Kesselfleisch Der gekriegt. Christian, Ja. gell? Den dürfen wir auch recht Viele herzlich Grüße grüßen. an Christian und Unbedingt. Familie. Ja. Ja, und der hat ein Kesselfleisch angekriegt. Also der Alex kann auch helfen. Ja, dann haben wir halt auch ein wenig geschmerzt. Ja, sagt er kennt mich woher, sag ich, ja, ich kenne dich auch. Und dann haben wir halt dort Schmerzen gekommen. Dann hat er mich gefragt, ob wir ein Video machen. Sag ich, freilich machen wir eins. So haben wir mit zusammengekommen, ja. Genau. Der Marco war auch dabei, gell? Ja, viele Der Grüße an Marco. ist eine Verwandtschaft von dir auch, glaube ich. Ja, oder? der Großcousin ist der. Ah, ja, genau. Lerchenberger Marco, auch super Musiker, war auch schon des Öfteren dabei bei den Videos und wird auch, ich möchte jetzt nicht zu viel schon im Vorhinein verraten, aber wird die nächsten Wochen wieder mal auftauchen, der Marco in einem Video. Genau. Ja, so sitzen wir heute so recht schön beieinander. Jetzt kann man vielleicht noch mal an da, he? Ja. Wie schaut es denn aus, Frank? Ich darf schon noch einen spielen. Ja. Einen haben wir schon noch. Einen tun wir noch weiter. Was haben wir da? Einen Gaubohrischen. Spielen wir noch. Kenn ich auch. Du weißt zwar nicht auf was für CD da was die Frühere haben. Zeit. Auf der roten CD. Wunderbar. 2, 1, 2, 3.
Hinterweitler, Wahnsinn, der fetzt da. Schön, schön. Immer wieder schön. Gell? Jetzt hätte ich schon noch ein paar Fragen, hätte ich jetzt schon noch euch. Ihr habt davor was anklingen lassen von einem Keyboard, das du gekauft hast oder das Zeichen miteinander gekauft hast. Das heißt, dass ihr schon in Richtung Tanzmusik oder Stimmungsmusik auch streben darf, oder? Wie schaut es jetzt aus? Was war so die Wunschvorstellung an Auftritte, die es so jetzt, wenn die Corona-Zeit wieder einmal um ist? Also was darf es da gerne spielen? Welche Schiene? Ja, schon, so geht die Richtung Stimmungsabende, Tanzmusik, dass man einfach irgendwo einen schönen Ball spielen kann, auch mal im Fasching spielen kann, zehn Sachen und da braucht man dann einfach irgendwo eine gewisse Technik dazu, dass man auch in die Schlagerrichtung ein wenig gehen kann und auch ein wenig in Rock'n'Roll so die Richtung reinkommt, dass man einfach die Stimmung zusammenbringt und ja, da haben wir dran, dass wenn Corona vorbei ist, sollten wir drei fitzen. Und so Rock'n'Roll-Sachen, das ist eine Musik, die gefällt dir selber auch, oder? Mani, oder sagst die spiele ich jetzt, weil ich spielen muss? Ja, schon auch am liebsten. Da haben wir einfach eine gemischte Musik, oder? Für den Bass auch ganz interessant, oder? Ja, einfach mal besonders Stil, weil das Gleiche. Ganz interessant. Wo findet man den, wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, der sagt, hey, die Hinterweitler, das war was für mein Festel, Tanz, Geburtstagsfeier, dergleichen. Wo muss ich denn suchen, Maxi? In Facebook haben wir vertreten, da ist mehr die Hinterweitler. Ja, macht Sinn, dass du so heißt. Ja. War auch nicht schlecht, gell? Und da steht eigentlich Nummer, steht alles drin, oder kann man auch da so Nachricht schreiben, E-Mail. Da haben wir dann vertreten, freut uns. Ja. Was der Wortsenker jetzt vom Jahr 2022 noch abschließende Frage, was wird es ihm bringen, Tobi? Ganz schwierig zum sagen. Durch das, dass sie einfach die Nachrichten immer im 14-Tages-Rhythmus ändern, dann stellt sich auch was ein und dann ist doch wieder anders da. Also ich hoffe schon wirklich, dass wir jetzt nach 2 Jahren wirklich Sommer, wo nichts war, wieder einmal Feste haben, wo man fortgehen kann, wo man selber hingehen kann, wo man spielen kann. Jeder, glaube ich, freut sich drauf und ich hoffe, dass einfach wieder die Zeit vor Corona kommt. Genau also. Und schöne Abschlussworte, da ich sagen, von meiner Seite, nein, das hast du ganz schön gesagt, ich finde so ein Fest einfach, dass man sagt, ein richtig schönes Bierzeit, wo man sich einsitzt, eine frische Maske kauft und der Musik zuhört, ohne große Abstandsregelungen und ohne groß aufpassen, dann weiß man, glaube ich, dass die ganze Sache überwunden ist. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das 2022 nur der Fall ist. Ja. Schauen wir mal, was wird. Ja, jetzt bleibt mir nur zum Sagen, vielen, vielen Dank, liebe Hinterweitler, dass die Gaudi mitgemacht habt. Wir sagen mal danke, dass du gekommen bist. Ja, ganz, ganz gerne. Wie gesagt, wenn ihr das Buch holt, die 3 Burschen, dann unbedingt auf Facebook schauen. Wenn euch die Videos gefallen, dann hat es mir auch gefallen, wenn ihr den Kanal abonnieren darf und unbedingt auf Gefällt mir drucken. Natürlich auch eure Facebook-Seiten abonnieren und jedes Video, jedes Battle liken. Das bringt sie auch ein wenig für im Facebook. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zum Sagen. Liebe Leute, macht es gut, bleibt gesund und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus!